Salut zusammen, herzlich willkommen zur 5. Folge von Swiss Info hier auf Ask Switzerland. Zuerst mal Dankeschön vielmals für die vielen Einsendungen von Bildern, die ich bekommen habe. Ich habe sie leider noch nicht aufhängen, weil keine einzige Druckerei offen hat, wo das Zeug ausdrucken könnt. Darum ist es wahrscheinlich erst in der nächsten Swiss Info Folge an der Wand. Und für die bis jetzt noch nichts eingesendet haben, aber könnten, nämlich in der Nähe von irgendetwas Wichtigem von der Schweiz wohnen, zum Beispiel Basel, Zürich, Luzern, Genf oder irgendein schöner Berg, das Matterhorn, dann schickt mir ein Foto, das ihr selber davon gemacht habt und sagt mir, ob ich noch irgendjemanden grüßen soll, dann hängt es an die Wand und dann seht ihr es in jeder Swiss-Info-Folge. Dann haben mir ein paar Leute persönlich geschrieben, warum ich denn so peinliche Videos mache. Klar verhalte ich mich in diesen Videos so, wie man sich jetzt normalerweise nicht verhalten würde. Aber es soll ja auch primär Unterhaltung sein. Und wenn ich einfach da stehen würde und irgendeinen Text lese, aber überhaupt keine Mimik dazu habe, dann ist das einfach langweilig. Damit hätten wir das jetzt geklärt. Dann habe ich noch ein drittes Problem. Es ist nämlich in den 2 Tagen seit der letzten Swiss Info einfach gar nichts passiert. Darum muss ich jetzt eine Anekdote anheben. Vor etwa 2 Jahren bin ich am Bahnhof in einem Zug gesessen. Und das sind so 2 Züge nebeneinander gesehen, zwischen 2 Perrons. Und dann hat man perfekt von einem Zug in den anderen reinsehen können. Ich weiss ganz genau, was ihr jetzt denkt. Ich weiss es ganz genau. Es kommt jetzt nichts Perverses. Mir ist langweilig gewesen und den Leuten im anderen Zug scheint auch langweilig gewesen zu sein. Ein 4er Abteil im anderen Zug ist mit einer japanischen Reisegruppe besetzt gewesen, wo ein Kind dabei hatte. Dem Kind muss wirklich mega langweilig gewesen sein, weil es hat mir eigentlich einfach mehr oder weniger angelotzt. Dann habe ich halt mal nett zurückgewunken. Das Kind hat gelächelt und sich gefreut und auch zurückgewunken. Das ist auch noch ganz okay gewesen für mich. Die 3 anderen haben mir aber für irgendein Schweizer Souvenir gehalten, das sie bildlich festhalten mussten. Sofort zücken sie ihr Tablet und los geht's. Ich habe das natürlich mega dumm gefunden, weil ich es auch überhaupt nicht wollte, dass sie mich einfach abfotografieren und schon gar nicht, wenn ich einfach im Zug sitze. Und bei den anderen Abteil sitzen, weil es mir ein bisschen zu viel geworden ist. Das ist ja auch wieder immer die Diskussion, wie viel soll man hier anheben als einfach Souvenirobjekt, was abzufotografieren gilt. Ich finde es super schön, wenn Leute zu uns in die Schweiz kommen, weil es uns ja finanziell weiterbringt und auch einfach gesellschaftlich, wenn die Leute finden, hey, die Schweiz ist ein schönes Land, kommt ihr doch auch und so weiter. Es bringt uns auf einen besseren Status. Aber wenn es dann so weit kommt, dass man uns Schweizer fotografiert und nicht die Berge, dann finde ich es so ein bisschen... Also mir war es lieber nicht so. Es kann natürlich sein, dass ich als Einzige die Erfahrung gemacht habe und darum gar nicht für die Mehrheit spricht. Und darum kommt jetzt auch meine Frage an euch. Habt ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, sofort in den Kommentaren. Ich bin persönlich interessiert daran. Zusätzlich nimmt es mich Wunder, wie ihr zum Tourismus an sich steht. Findet ihr, hey, das bringt uns als gesamte Schweiz weiter? Oder findet ihr, hey, da werden einfach ein paar Hoteliers reich, aber wir bekommen eigentlich kaum etwas davon ab? Auch das bitte ab in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bei mir regnet es zwar in Strömen, aber vielleicht ist es ja bei euch besser. Wenn ja, genießt den Tag. Wenn nein, geschissen, so wie ich. Ciao zusammen!